war ja wohl nicht so originell. Hey, ist ja wichtig, du tickst ja wohl nicht richtig. Jetzt machst du hier die Show, ja, und dann schrumpft dein Niveau. Das hat er wohl gecheckt, auf einmal wird er ganz korrekt. Er ist ja doch ganz nett und fragt mich, wie ich's gern hätte. Ich frage ihn, was Wie geht's deinen Knie? Scheiße. Wie geht's deinen Oberschenkel? Auch scheiße. Wie geht's deinen Daumen? Ja, fast am schlimmsten gefühlt. Wie geht's deinem Unterrücken? Dem geht's gut. Sagen wir unteren Rücken. Unteren Rücken, ja. Unteren Rücken. Nein, dem geht's gut. Dem geht's gut. Nein, also ich würde sagen, Oberschenkel ist am schlimmsten. Aber der hintere Oberschenkel. Ja, so hinten dazwischen dran. rein. Also, nein, bei mir ist es wirklich so da. Nein, so. Wenn du stehst, auf Hodenhöhe, eigentlich an der Hoden. Eigentlich dort, wo die Hoden ans Bein kommen. Können wir das für die Frau irgendwie noch anders erklären? Wenn unten an der Mumu Hoden wären, dann dort, wo die würden ans Bein kommen. Ja, so in der Innenseite, ich weiss auch nicht, ja. Und mit dem wunderschönen Kopfkino begrüßen wir euch auch wieder diese Woche zum Pushcast! Piu, piu, Shotfire. Wie macht's? Star Wars. Ja, Mann. Bester Sound für Schüsse. Ja, schon ziemlich. Also dort, mein Bruder hat früher eine Battlefield 3, ist das glaube ich, wo das ganz frisch auf der, ich meine die PS4 rausgekommen ist. Oh. Also es ist auch schon ein Zeitchen seither, aber Battlefield 3 hat hure geile Sounds gehabt. Ja. Einfach, wenn also die Schüsse und so haben hure realistisch stöhnt. Jedes Gewehr und so und ja. Stabil. Dort, mein Bruder war halt viel mehr in diesem Game drin gewesen. Aber Battlefield ist genau das, was man am gehört, dass sie bei den Sounds, bei den Waffennamen, bei den Waffendesigns und so immer näher an der Realität geblieben sind. Haben wir gerade das Wochenende am Männerabend darüber geredet, dass Battlefield drum eigentlich geil gewesen wäre, aber wir halt alle immer in der COD-Bubble drin sind und für die einfach Battlefield uncool war. So. Aber eigentlich rein vom Spiel her, jetzt vielleicht nicht vom Deathmatch oder so, aber so vom normalen Spiel mit Kampagne ist es eigentlich viel besser gewesen. Also früher. Keine Ahnung, wie es jetzt ist. Früher war alles besser gewesen. Das sowieso, ja. Das sowieso. Aber das eine noch besser wie das andere. Das können wir mittlerweile auch langsam anfangen zu erzählen. Was? Also wir erzählen seit 39 Folgen Ist immer, dass eigentlich- es früher besser Ja. war. Ist so. Nein. Ja. Nils, wie geht's dir? Ja, also meine Oberschenkel, meine Knie, meine Daumen, alles drum und dran geht es auch nicht viel besser. Also auch so auf Hodenhöhe. Zieht Ja, es ist halt einfach Zieht. dort. Aber bei mir Es ist ist es einfach hinten. dort. Bei mir ist es hinten. Also wirklich, wenn vom Arschloch drauf abgehen. Einfach das hintere, der hintere Oberschenkel. Ich habe gemeint, dort ist nur Knochen, aber irgendwie da hinten hat es noch easy viele Muskeln. Und die spüre ich jetzt so richtig das erste Mal in meinem Leben. Stabil. Ja. Stabil. Wir haben in der Oberstufe haben wir auch so einen Sportlehrer gehabt. Der ist hier in der Region. Wenn man den Namen jetzt aussprechen würde, dann wüsste man, von wem das ich erzähle. Und der Sportlehrer, der hat einfach irgendwie eine Schraube locker ein bisschen. Und ich glaube, jetzt so von, aus Erzählungen von jüngeren Generationen, er hat ein bisschen... er ist ein bisschen verweichlicht worden, würde ich jetzt sagen. Also wahrscheinlich haben die Eltern an dem angerufen und gesagt, hey, mein Sohn, mein Mädchen ist heimgekommen und das mag nicht mehr und so. Aber als ich noch in der Oberstufe war, hat er uns dran genommen und wir haben Liegestützen und wir haben so Bänke. Kennst du noch die Bänkchen, die wir hatten? Also auch so die Turnbänkchen, die du ja, kannst aufeinander stellen. Ja, die so aufeinander hast können stellen. Die stabile Bänke einfach da. Die, Ja. Eben Turnbänkchen. Sagt man Turnbänke? Also ich weiss nicht, was du meinst, aber es hat ganz klare Bänkchen gegeben. Ja, Bänkchen, ja. Bänkchen, ja. Und das andere waren ja Schwedenkästen. Ja, das sind schön. Das ist etwas ganz Aber ich meine anderes. Bänkchen, Ja, wo so ja, ich 3 weiss aufeinander nicht. hast können. Ja, genau, wo Genau, so ein ja. Fröhlich-Ding Ja, drauf da. genau. die Bänkchen. Und dann haben wir über die ganze Länge von der Turnhalle haben wir die verkehrt
dass dort, wo du drauf hockst, dass das am Boden unten ist. Und nachher haben wir, so wie im Handstand, also die Füße sind auf dem Bänkchen oben gewesen, und wir haben Liegestütz, so muss ich sagen, nicht Handstand, Liegestützmässig, sind wir von zuunterst unten zu oberst rauf, so im Seitwärtsgalopp raufgekraxelt. Und dann, wenn wir da oben waren, wieder rauf und das 3-4 Mal. Und dort, ich hatte auch Muskelkater des Todes. Crazy. Ja, interessant. Ich weiss nicht, ich bin einfach vielleicht, ich weiss auch nicht, also ich habe halt Sportunterricht. Das war nie streng für mich, weil ich einfach im FC war und man dort halt noch viel härter trainiert hat. So. Darum kann ich das wie nicht so ganz relaten, weil ich nicht weiss. Weil ich mich an keinen Sportunterricht erinnere, den ich irgendwie nicht mögen oder wo zu streng war. Wir haben uns immer lustig gemacht über den Sportunterricht in der Schule. So. Halt einfach an die FC-Jungs, oder? So, die das Gefühl haben, sind mega die Kings. Die mehr Besseren. Die mehr Besseren. Gut, ich hatte auch immer Sechser im Sport. Also von dem her hat man schon gesehen, wer besser ist im Sport, wer nicht. Weil das ist dann schon witzig, wenn es alle okay finden, aber die Dicke irgendwas aus der Klasse findet, das war jetzt streng gewesen. So, ja genau, es liegt sicher an der anderen. so. Nein, aber ich weiss nicht, Sportlehrer. Ja, ich kann lange Sportlehrer werden. Ah ja? Ja, das war lange mein Berufswunsch. Oha. Voll. Oder Fitnesstrainer. Aber More passion, more passion, more energy, more energy. Ja, genau more so. footwork, more footwork. Ja, etwa so, ja. Nein, ich habe einfach immer gedacht, Alter, Lehrer wird gut bezahlt und Sportlehrer ist der chilligste Lehrer. Ja. Ich denke, das ist mein Job. So. Ja. Aber als Lehrer wäre, glaube ich, wirklich hure gut bezahlt. Ich weiss nicht. Also, ich arbeite ja mit einer Lehrerin jetzt zusammen. Dort, wo du auch eingetragen bist. Ah, ja. So, hat sie ja eine Lehrerin. Und die würde das Gegenteil, oder behauptet das Gegenteil. Okay. Ja. Ja. Aber ich weiss natürlich auch nicht, was das sie für eine Lehrerin ist. Und sie ist, glaube ich, auch... Doch, sie ist Sek-Lehrerin, stimmt. Sek? Sie ist Sek-Lehrerin, ja. Voll. Ja. Es kommt, glaube ich, auch noch ein bisschen auf den Kanton drauf an. Das kann sein, ja. Also meine Cousine ist ja jetzt auch an der PH am Studieren. Und sie studiert im Kanton Schweiz. Und wenn sie sie hat nur schon gesagt, wenn sie im Kanton Schweiz bleiben, nicht auf Zürich, Kanton Zürich, wechseln, im Kanton Schweiz verdienst du 1000er weniger im Monat. Ja, ist in der Pflege genau das Gleiche. Kanton Schweiz 1000er weniger, vielleicht sogar 1500 weniger wie in Zürich. Kanton Krass. Zürich. Ja, voll. Aber das liegt auch an den hohen Steuern und so weiter und so. Das ist ja auch bei vielen Jobs so. Also auch Gartenbau, temporär und so. Kanton Zürich ist immer besser bezahlt. Aber du zahlst auch sonst mehr. Also gerade wenn du sie wo aus dem Kanton Schweiz auf Zürich geht, dann hast du einen längeren Weg, dies und das, und dann rechnet sich der 1000er schnell. Du musst von Wollerau auf Richterswil arbeiten. Ja gut, das ist jetzt noch so... Ja, das so ist der sneaky way. Aber was dann dazu kommt, auch nochmal, du hast auch nochmal irgendwie 15 weniger Viertig im Kanton Zürich. Also ich habe auch Kanton Schweiz gewohnt und Kanton Zürich gearbeitet. Und du bist immer am Arbeiten, wenn es immer also die haben immer Viertig im Kanton Schweiz, weil dort hast du ja fast alle oder sogar alle und im Kanton Zürich hast du fast keine. Ja. So. Ja. Ja. Aber wir haben ja auch Kollegen einen Kollegen aus der Pflege. Was denkst du, wieso ist der immer im Kanton Zürich am Arbeiten gewesen? Weil er gerne arbeitet und keine Viertig haben. Ja, genau. Wahrscheinlich aus dem Grund, ja. Der Fehler ist dann, wenn man nachher in den Kanton Zürich zieht, dann hast du wieder blöd gesagt, dann ist es wieder ein Minusgeschäft. Ja. Weil dann einfach wieder so viel mehr Steuern zahlst, dass sich... Das ist grusig. Das ist ganz grusig, ja. Das ist ganz grusig. Also, das habe ich jetzt, oder haben wir jetzt gerade erlebt, die Firma Eigengrau haben wir zuerst im Kanton St. Gallen gegründet. Und dann jetzt Anfangs 22 sind wir in den Kanton Schweiz gezügelt und wir haben die Steuerrechnung bekommen. Also wir sind, wie ist jetzt das gegangen? Ein halbes Jahr sind wir in St. Gallen gewesen und ein ganzes Jahr im Kanton Schweiz. Also
Ja, 1/3 quasi St. Gallen, 2/3 Kanton Schweiz. Also zum So. es ganz klar machen, 33,333%. Periodenstrich. Und 66,66 Periode da. Periodenstrich, genau. Periodenstrich. Ja, Wer es noch nicht verstanden hat, der Nils hat noch ein Tutorial aufgenommen. Genau. Kann man unter dem Link in den Shownotes Nein, ich glaube, es ist klar. ja, Ja. voll. Aber im Kanton St. Gallen haben wir 3-mal so viel gezahlt für die Hälfte der Zeit. Es ist ganz krass. Also das ist anders. ja, Das ist anders. finde Und wir auch. reden ja bei uns nicht von Millionenbeträgen. Nein. Das nicht, aber selbst so ein, in Anführungszeichen, Furzbude, das kommt. Also das geht Das schnell rechnet mal. sich, Ja. also gerade wenn du eben eine grosse Bude bist, rechnet sich das brutal, wenn du das überlegst. So. Sag nicht. Und ich meine, das Ding kommt ja dann noch dazu, das ist mir, bevor wir Eigengrau hatten, auch null bewusst gewesen, dass ein Privatmensch so viel mehr Steuern zahlt wie eine Firma. Also das ist immens. Ja, das ist einfach krass. Das kommt dann noch dazu, oder? Das kommt dazu, ja. ja. Ja, aber ich finde es spannend, dass wir uns einfach so in diesen Weg hinein bewegt haben. So, wir ziehen es jetzt einfach durch. Und egal was für ein Stolperstein, dass uns in Anführungszeichen in den Weg hineingelegt wird, wir finden einen Weg, wir finden eine Lösung. Ja, es ist so. Und darum, ja. Ja, so nach dem Motto, Probleme sind da zum Lösen, oder? Ja, genau, ja. Das ist wirklich Voll. so. Da habe ich letztens einen coolen Spruch gehört, den kann ich jetzt aber nicht wiedergeben. So instamäßig Spruch, weißt du? Was aber auch so irgendwie darum gegangen ist, so, ohne die Probleme, die du hast, wäre ein Weg gar nicht erstrebenswert. Also wenn du auf einem Weg kein Problem hast, dann ist es keine Leistung, wenn du am Ziel ankommst. Und das habe ich noch eine interessante Ansicht auch gefunden. So. Etwas, das mega simpel ist, und das kennt man vielleicht vom Game oder so. Weißt, zum Beispiel, wenn du ein Spiel hast, das mega leicht ist, weil du schon lange gamest, oder ich sage jetzt alle, die auch schon über 20 sind und schon mit 15 gegamed haben, dann wirst du einfach besser im Spiel. Und so die normale Stufe, du kannst immer auswählen, leicht, einfach, dies und so. Und irgendwann fängst du an, halt die höhere zu spielen, weil die untere einfach so ist, dass du halt schon ein paar Mal stirbst, aber es nicht mehr schwer ist. Und dann hast du eigentlich auch nicht so die Befriedigung, wenn du fertig bist. Und wenn du dann einfach das Schwerere nimmst, dann hörst du vielleicht irgendwann auch auf Spielen, weil es dich abfuckt. So. Aber wenn du es schaffst, dann ist es 10-mal befriedigender. Ja, weil auch mehr Effort hast du müssen leisten, mehr Köpfchen, dich hast mehr müssen beweisen und so. Von dem her. Aber und das Ding ist ja auch noch, wenn es so einfach wäre, dann würde das jeder machen. Ja, ist es so. Dann wäre jeder selbstständig, würde jeder einen Porsche rumcruisen. Keine Ahnung was, aber ja, du weißt, glaubst Ja, absolut. aber Ist so. ja, von dem her, aber ich finde es spannend, einfach so sich ein Ziel in den Kopf hineinzusetzen und man ist sich noch gar nicht ganz bewusst, was alles auf einem zukommt. Und da gibt es bei uns auch jede Woche irgendwie so eine kleine Überraschung. Ja, immer irgendetwas. Ja, aber das macht es ja genau interessant. Und wenn ich in der Schule, der eine Kollege, auch von der Region, der schafft seit der Lehre, oder nach der Lehre ist er dort hingewechselt, ist jetzt dort irgendwie, hat ein paar Leute unter sich und der macht halt Montag bis Freitag einfach Sein Job. seinen Job. Ja. Aber halt immer das Gleiche. Und es ist immer 0815 so. Ja. Also ich will das jetzt überhaupt gar nicht abwerten, überhaupt nicht. Nein, es ist ja vor allem persönlich. Genau, also es gibt ja. Leute, die würden das, was wir als schön empfinden mit selbstständig, würden die als den grössten Pain betiteln und möchten genau das, was er hat. Also von dem her ist es gar nicht schlecht. Überhaupt nicht, Also nein. selbst wenn wir das da darstellen, dass die Leute checken, Ja. dass das nicht schlecht ist. Ja, Das muss ja für man schon. einen selber stimmen, oder? Voll. Schon so. Aber Ja, für mich wäre es jetzt auch nichts. Also nicht komplett. Also so ein bisschen fühle ich das schon auch. Es ist manchmal, glaube ich, einfach simpler, wenn du so deinen Job kannst machen und gut ist.
auf die andere Seite ist halt auch der Moment, wenn dann eben der Job erledigt ist und es ist gut, dann fragst du dich so, ja, was stelle ich jetzt noch an? Und jetzt? Genau, und ich glaube, viele Leute haben einfach das gar nicht, sondern die denken sich dann, schön, jetzt mache ich, keine Ahnung, jetzt tue ich im Garten arbeiten oder mache sonst etwas. Und ja, wir haben halt dann das Gefühl, wir müssen noch irgendetwas erreichen, wo... Beistellen. Ja, wo vor allem, und ich glaube, das ist ein bisschen der Punkt, die Leute, ich finde die Leute krass, weil sie suchen viel mehr den inneren Erfolg. Wir suchen viel mehr den äußeren Erfolg. Wir sind wie darauf angewiesen, so mit dieser Strategie, dass wir von außen Leute haben, die sagen, wow, wie cool das ist, dass man sich gut fühlt. Und das ist das Gefährliche an dem. Weil jemand, der sich mit sich selber gut fühlt, der braucht das nicht. Wie wir das jetzt so machen. Also, von dem her ist es vielleicht cool im Sinne von, man schafft immer ein bisschen an etwas. Aber es ist auch rein für einen persönlich wäre es viel schöner, wenn man einfach ein Mensch wäre, der einfach zufrieden ist mit dem, was er hat. So. Ja. Also, weiss nicht, was denkst du da dazu? Also ich glaube, das, was wir uns hier erbaut haben, auch, also, aber mit dem sind wir auch schon mehr als zufrieden. So, also das eine schließt das andere nicht aus. Dass wenn man angestellt ist, dass man sagt, ja, der innere Frieden und man muss sich mit dem zufriedenstellen, was man hat, überhaupt nicht. Also das sehe Nein, also ich jetzt im nicht. beruflichen Sinn natürlich. Also wenn du angestellt bist, musst du nicht hingehen und wollen, alles verändern. Ja. Es geht mir mehr um den Gedanken, okay. dass du willst, wir wollen anstehen und sagen, ja Mann, wir haben das selber geschafft. Ja. Und Okay. jemand, der angestellt ist, habe ich das Gefühl, und mit dem eben happy ist, rein auf beruflicher Basis, was du in deinem Privatleben machst, ob du mit deiner Familie glücklich bist, meine ich gar nicht. Okay, ja. Also, Ja. es geht wirklich ums Berufliche, weil eben, das hat ja auch nichts mit der Family oder so zu tun. Sondern Genau, wirklich ja, einfach- da bin ich mit meinen Gedanken schon irgendwie links und rechts am Umdenken gsi. Voll. Nein, ich meine wirklich Aber die berufliche Laufbahn, klar, mit ja. dem zufrieden sein. So. Ja. Weil, ob du jetzt, also, ja, nein, das ist eigentlich klar, dass es nicht, ja. Also es kann nur um das gehen in dem Sinn. Weil sonst wäre der Bogen wieder zu gross und dann geht es nicht um den Job. Wenn wir ums ganze Glück im Leben reden, dann geht es Ja. auch nicht um das, was wir da machen. Also, so. Darum, ich glaube aber beruflich, und das ist halt das Ding, gibt es Leute, die eben sich vielleicht nicht zufrieden geben oder nicht, dass sich das nicht genug ist mit dem, was sie haben und dann immer weitermachen, vielleicht nochmal eine Ausbildung oder nochmal etwas anderes oder eben selbstständig. Und dann gibt es die Leute, wo ich eben einen riesen Respekt vor habe, die seit 30 Jahren im gleichen Job arbeiten, auf der gleichen Abteilung und einfach fucking glücklich sind mit dem. Und ihre Selbstverwirklichung haben sie im Privatleben, eben irgendwo im Garten oder irgendwo das. Und das ist das, wo ich das Gefühl habe, lange mir persönlich nicht. Also, es würde mir gerne lange, aber das lange mir wie nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, Das okay, ist so ein ja. bisschen der Unterschied, den Ja. ich zwischen diesen Leuten und uns gesehen im Beruflichen mehr. Halt. Ja, einfach so das. Keine Ahnung. Ja, jetzt bin Ja. ich am gleichen Ort voll. Sie sehen es als Lebensunterhalt und machen im Leben etwas. Und wir sehen es als Lebensinhalt und machen im Leben dafür nicht mehr viel anderes. Ja, So ein bisschen der Unterschied, oder? hat etwas, ja. Und Dafür haben wir unser Hobby zum Beruf gemacht. genau. Also, Bis zu dem Punkt, bis irgendwie ein scheiß Brief von Bern oben. Und dann Kopfdami, warum haben die das und sowieso Ja. und Mehrwertsteuern und das und sowieso. nein, da habe ich bei uns gar Ja. keine Angst, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich Vertrauen in dich, dass du das gut machst. Ja, ich bin unser Büro. Ja, das Ding ist, also eben, ich habe schon in Firmen gearbeitet, die sich weniger Gedanken darüber gemacht haben wie wir und immer noch leben seit 15 Jahren. Also, du. Ja. Nein, also da kann ich mit gutem Gewissen Das- sagen, da sind wir absolut auf dem guten Weg. Es Ja. passt alles das, was wir regulatorisch und sowieso müssen Ja, und einhalten. es gibt uns ja schon 2 Jahre jetzt dann. Also, Genau, also von dem her muss man sagen, es gibt uns schon länger als gibt 2 es schon Jahre. länger als Bratan. 2 Jahre. Ich weiss nicht, wann wir wann die Gründung 14. war. Juni 21. Digga, du weißt das krass. 14. Juni 21.
Dort das ist ist das schon über 2 Handelsregister Jahre. eingetragen worden und im Handelsblatt ist es am 17. Juni 2021 veröffentlicht worden. krass. Ja, also irgendein ist da an Zukunfts-Nils, wenn du das Datum von deinem Ja, Hochzeit, dann- von deiner Hochzeit oder irgendetwas verpeilst, der Nils heute, der kann sich praktisch alles im Kopf merken. Solange es ihm wichtig ist und da ist der Solange- Knackpunkt. Aber das ist mir wirklich schon aufgefallen. Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Ja, doch, genau. so richtig beschissene Sachen kann ich mir manchmal viel zu gut merken. Also zum Beispiel eine, wo ich in der Oberstufe oder so einmal einen Crush drauf hatte. Ich weiss von der immer noch das Geburtsdatum. Ja. Ja, also ich weiss einfach noch, glaub, Ich sage jetzt nicht das von der ersten Geburtsdatum. Nein, ich weiss von der ersten und der zweiten Freundin zum Beispiel auch die Daten noch, wenn das wir zusammengekommen sind. Mhm. Und ja, Aber bei mir geht es dann so weit, dass ich die Adresse im Kopf so... Weiss nicht, die oder? Adresse ist mir halt nie wichtig gewesen, weil ich sie nie gebraucht habe. Mhm. Ich bin ja immer zum Haus gekommen, ob ich jetzt die Adresse gewusst habe oder nicht, weil ich habe ja gewusst, was das Haus ist. So. Also weißt du, ich habe nie einen Grund gehabt, die Adresse zu wissen. Ja. Aber halt so das Zeug, das du hast müssen merken. Ja. Oder ich weiss jetzt auch nicht. Nein, keine Ahnung. Geburtsdatum von meinen Ex-Freundinnen, keine Ahnung. Wüsste ich jetzt keins mehr. Mal da weiss ich. Also bei mir ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher. Ja, gut. Aber Aber bei mir ist es auch nicht viel ist- schwerer. Nein, bei dir ist es auch nicht viel schwerer. Nein. Aber eben so, das ist glaube ich schon ein springender Punkt. Sobald dir etwas wichtig ist, tut das Hirn irgendwie automatisch an einem anderen Platz im Kopf, irgendwie nicht im Frontalkortex, sondern Nicht im eben Kurzzeitgedächtnis. dort, wo wir jetzt Muskelkater haben, zwischen den Höden. Ja, also, keine Ahnung, Theorie, die wir in der Pflege gelernt haben, so mit dem Ding ist halt einfach, also ganz, ganz grob, alles kommt rein. Zuerst wird es vom Hypothalamus gefiltert. Alles, was unwichtige Informationen sind, Geräusche, Nebengeräusche, alles geht raus, kommt gar nicht im Hirn an. Und dann alle Informationen, die im Hirn ankommen, sind entweder einfach im Kurzzeitgedächtnis, dann gibt es noch das Ultrakurzzeitgedächtnis, das ist so sekundenmäßig etwas, was du weißt und im nächsten Moment weißt du es schon nicht mehr. Ganz viele Sachen, die auch dort drin sind. Und dann Kurzzeitgedächtnis ist so 10 Minuten, glaube ich, 10, 15 Minuten. Und umso öfters du etwas im Kurzzeitgedächtnis wiederholst, umso eher bleibt es im Langzeitgedächtnis hängen. Irgendwie so. Ja. Darum haben wir ja auch gelernt, also büffelt und so. Darum machst du das ja. Ja. Wiederholungen. Bulimie lernen. Genau. Gut, das ist eher schlecht, aber jetzt, oder halt auch, es hat immer geheißen, wenn du nicht kannst, richtig schreiben, dann musst du mehr lesen. Einfach, damit du die Wörter mehr gesehen hast, damit dein Hirn mehr abgespeichert hat, wie das Wort richtig aussieht. So. Ich glaube, das ist so das Ding. Und halt alles so ganz wichtige Informationen, habe ich das Gefühl, die musst du weniger wiederholen, damit sie ins Gedächtnis kommen. So. Du musst sie schon auch wiederholen, weil auch die vergisst es. Wenn dir jetzt die Freundin jetzt sagt, hey, das ist mein Geburtsdatum, dann ist der erste Moment von mir, dass ich mir das aufschreibe. Ja. Und dann, wenn ich 2 Jahre zusammen bin und es zweimal gemacht habe, dann weiss ich es sicher. Zweimal vergessen hast. Genau, so, ja. Etwa so. Ja. Ja, es ist schon noch interessant. Also, ich habe einfach schon gemerkt, wenn ich mir wie so ein, also das ist ja auch so das Ding gewesen, wo wir so Lerntechniken in der Schule angeschaut haben. Dann hat es so die visuellen Typen gegeben und die Audiotypen und die anderen sind irgendwie noch körperlich gewesen. Und je nachdem eben, hast du entweder etwas angeschaut oder hast du etwas so, eben anschauen ist halt einen Film schauen und am Schluss Textverständnis oder irgendwie. Und dann hören ist halt Hörverständnis. Das habe ich immer gehasst. So Diktat, Crazy. oder? Diktieren und du hast Also aufschreiben. Diktat auch, aber da geht es um die Rechtschreibung, wo ich einfach scheiße war. Ja. Aber sonst Hörverständnis, Textverständnis, das Zeug, ich habe es geliebt. Jetzt kommt mir Also gerade so, ein himmeltraurig. Das Geilste war eigentlich für mich, die geilste Test, den es gegeben hat. Man hört die Geschichte und nachher tut man Fragen auf das beantworten. Da bin ich am besten gewesen. Weil ich halt aber auch schon als kleines Kind immer Hörbücher gehört habe, auch heutzutage noch.
ich konsumiere seit ich 9, 8 bin, in der Woche stundenweise an Hörbüchern oder Ding. Jede Woche, also von dem her wahrscheinlich von dort her geschuldet. Aber darum habe ich es auch mega gerne gehabt, immer. Ja. Ja. Ich bin halt eher der Visuelle, nicht der Audiotyp. Also, zu viel Fernsehen geschaut. Bei uns ist immer wahrscheinlich. audiovisuell, also bei uns ist immer das miteinander gewesen, ehrlich gesagt. Bei diesen Lerntechniken wird das irgendwie separiert. Aber Ja, bei uns war es ein Spinnennetz gewesen und du hast von allem etwas gehabt. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Also es hat keinen gegeben, der nur das oder nur das war. Ja. Bei uns, ja. Ja, auf jeden Fall ist mir jetzt da gerade noch eine himmeltraurige Geschichte in den Sinn gekommen. Und zwar, wir haben mal einen Aufsatz müssen schreiben. Und aber du hast irgendwie so einen... Das war dort, wo so Einleitung, Hauptteil, Schluss. Irgendwie die 3 Unterteilungen. Und dann hast du 2-seitigen Aufsatz über so ein kleines Textchen müssen schreiben und so. Und es hat dann geheißen, der Kugelschreiber. Und ich habe nicht gecheckt, irgendwie in dem Moment, ich habe irgendwie ein Kugeli und ich habe einfach nicht gecheckt, der Kugelschreiber halt den Stift, sondern irgendwie jemand, der mit einer Kugel tut... Ich wollte sagen, ich glaube, es gibt gar nichts anderes, was Kugelschreiber Nein, heisst, wie der nein, Stift. überhaupt nicht. Aber in dem Moment, mein Hirn hat nicht gecheckt, dass von dem Stift irgendwie dreh war. Und dann habe ich 2 Seiten irgendeinen Scheiß zusammengedichtet, dass der Schreiber, der eine Kugel bewegt und sowieso und also himmeltraurig. Dort musste ich mir wirklich selber Fragen stellen. Nils, was machst du jetzt genau auf dieser Welt? Kannst du überhaupt irgendetwas? Bei uns hat es den Joke immer gegeben mit dem Kugelschreibär. Weißt du? Das ist eine Kugel, wo ein schreiender Bär drauf hockt. Kugelschreibär. Ja. Ein Kugelschreibär. Das war der Joke bei uns. Ein Flachwitz. Vielleicht ist auch dort das Vielleicht Thema. Vielleicht ist dort irgendwie der Fehler passiert. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon nicht so gut rausgekommen, aber keine Ahnung. Schnee von gestern. Naja, die Sachen. Aber wenn wir zum Schnee von heute kommen... Zum Schnee. Zum Schnee bei uns von so heute. Schnee. Nein. Der Schnee von heute tut es bei uns schneien. Digga, das ist wieder... Sagst du Schnee oder Schnee? Alter, wenn ich höre, tut es bei uns Schnee und es liegt kein Schnee, dann habe ich immer das Gefühl, jeder redet von Koks. Kein Mensch in meinem Umfeld benutzt Schnee für Schnee, Mann. Das ist übel, Mann. Oh Mann. Ja, zum Schnee von heute frage ich dich, wie geht es dir, Andri? Mein Was Schnee beschäftigt genau? Was ist dein Schnee von heute? Heute eigentlich habe ich gar keinen Schnee. Nein, aber letzte Woche. So, heute war eigentlich nicht viel gewesen. Wir haben einfach den ganzen Tag an unserer Mooswand weitergearbeitet. Da müssen wir, glaube ich, noch introducen. Ja, da haben wir vorher schon alle im Nichts stehen lassen. Das können wir jetzt auch weiter so machen, würde ich sagen. Weil da kann ich nämlich ein bisschen von der Woche erzählen. Ja, diese Woche, ich weiss gar nicht, wir haben letzte Woche früher aufgenommen. Und letzte Woche haben wir gar keine Energy gehabt. So. Low-Energy-Folge. Voll. Und diese Woche ist es aber schon wieder viel besser. Also ich habe wieder viel mehr Energie. Ich habe einfach zu wenig geschlafen die letzten paar Nächte, Tage irgendwie. Keine Ahnung. Ist aber auch ein bisschen am Gamen geschuldet, muss man sagen. Weil ich habe mit einem Kollegen zusammen Star Wars Falling Order habe ich angefangen zu zocken. Das ist der erste Teil vom neuesten Star Wars Game, das auf der PS5 gekommen ist. Und also ich will natürlich zuerst den ersten Teil spielen und nachher den ersten, zweiten. Und das ist ein ganz geiles Game, muss ich sagen. Es ist so ein bisschen Souls-like, also so wie die... ja, jeder, der es nicht kennt, kennt es eh nicht. Also von dem her, es ist ein Souls-like, es ist wirklich ein geiles Spiel. Ist nicht zu einfach, aber auch nicht zu schwer. Ich muss dazu sagen, wenn jemand von euch das anfängt zu spielen und selber so Souls-Spiele spielt, dann musst du sicher das zweitschwierigste nehmen, sonst ist es einfach zu einfach. So. Also es gibt 4 Abstufungen. Irgendwie so Meister, Jedi-Meister und so, Padawan und das. Und ich spiele jetzt mehr Jedi-Meister.
Das ist eigentlich okay so von der Schwierigkeit. Es ist immer noch, wenn man es vergleicht mit Dark Souls-Spielen, ist es viel leichter. Das Einzige, was ein bisschen weird ist, es hat Rätsel in dem Spiel, wo irgendwie gar keine Rätsel sind. Also es wird dir alles aufs Tiefste erklärt und zeigt und du spielst irgendwie 2 Planeten, bis dir gezeigt wird, hey, du kannst deinen Roboter upgraden und so. Also völlig langgezogenes Tutorial, bis es geht nicht mehr. Aber dann kommst du in einen Raum, musst Kugeln bewegen, es öffnet sich etwas und es sagt dir nichts, dass du die Kugel jetzt nochmal bewegen musst. Also es ist irgendwie ganz komisch gemacht so. Aber rein vom Fight-Stil, vom Design sonst und so ist es wirklich ein geiles Spiel, macht recht Bock. Ja, sicher eben nicht für jedermann, aber das ist momentan so ein bisschen meine Sucht. Yes. Und ja, das hat mich in der letzten Zeit viel beschäftigt, voll. Star Wars. Yes. Also schon mit der Filmnacht und jetzt noch das Game dran angehängt. Ja, also von dort aus hat sich eigentlich ausentwickelt, weil nachher hat dann der Till angefangen zu gamen. Und ich habe dann bei ihm jetzt den Samstag haben wir Rick and Morty Abend gemacht, weil immer auch so einmal im Jahr tun wir auch irgendwie so einen Rick and Morty Abend machen, wo wir Sichuan Soße nachmachen für Chicken Nuggets. Da sind Leute schon gestorben. Für Was? die Soße. Aber wirklich? Ja. Ja, krass. Also es war ja ein Marketing-Gag eigentlich von McDonald's gewesen, die Sichuan-Soße in Amerika. Und dann hat es die irgendwie gegeben, aber nur Also- ganz limitiert. Ja, ich kann es dir erklären, wie die Story war. ja, ja. Also es ist ein Film ist rausgekommen und in Zusammenarbeit mit dem Film hat es in einem Special-Menü die Soße gegeben, Sichuan-Soße. Und das war im 96 oder 95 oder so gewesen. Und das ist eigentlich hat das auch nie mehr jemand interessiert, aber Rick and Morty gibt es eine Folge, und zwar sind das die Folgen, die erste Folge von der 3. Staffel. Man muss aber, damit man die Story versteht, muss man die letzte Folge von der 2. Staffel und die erste Folge von der 3. Staffel schauen, weil er tut dort eigentlich das ganze Universum auf den Kopf stellen, sich gefangen lassen, seine Familie opfern und alles, nur damit er bis zu einer Verhörtechnik vom imperialen Senat irgendetwas kann in die Zeit zurückreisen, in seine Gedanken und die Sichuan-Soße nochmal probieren. Weil er will die erreichen. Und ganz ein geiles Ding. Und eben dann schauen wir die 2 Folgen und nebendran selber die Sichuan-Soße ausprobieren und mit Chicken Nuggets essen. Voll. Vom Mac. Oder so Vom Mac, vom natürlich Mac. vom Mac. Chicken Nuggets, ja, musst ja schon, weil wenn schon. du die Sichuan-Soße nachkochen versuchst, die vom Mac ist, dann In musst Verbindung schon. mit Rick and Morty. Genau, Ja, dann musst du schon die nehmen. Aber wir sind 3 Leute gsi, haben gefunden, ja 40 Chicken Nuggets easy locker. Das war zu wenig gewesen. Nicht viel zu wenig. Wir haben Ja. nachher gerade noch mal fett Spanisch bestellt, Mexikanisch haben wir bestellt. Fast das Gleiche. Fast das Gleiche. Weiß gar nicht, habe ich schon mal. Ja, Dings, wie heisst die fette Pfanne? Wok. Nein, ja, das ist asiatisch, aber. Ja, das ist eine fette Pfanne. Wie heisst das? Ja, jetzt. Paella. 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 Aber mit das dem ist eben gelben Spanisch. Reis. Also Paella, gelber Reis, weiss jetzt nicht. Paella ist einfach so eine spanische Pfanne, wo es alles drin hat. Poulet, Zeug, Reis, Gemüse. Zeug. Ja, so Meeresfrüchte und so. Ja, genau. Das ist Paella. Ja, genau, Paella habe ich mal gehabt. Ja. Aber es ist nicht das gleiche wie mexikanisch. Das ist schon nochmal. Nein, wir haben, ich habe, muss jetzt so sagen, es war richtig schlecht gewesen. Also wir haben dort bestellt, aber es war wirklich nicht gut gewesen. Spanisch. Mexikanisch. Ja, Spanisch ist nur der Joke dazu gekommen. Spanisch hat es nicht. Nein, Mexikanisch, aber ich habe Quesadillas habe ich gegessen. Oder Quesadillas oder so Was heisst. ist das? Ja, es ist so wie so ein Fladen halt. Fladen? Und dann gefüllt mit Poulet, Gewürz und Gemüse. Mm. Ja. Aber eben, es war recht schlecht gewesen. No. Also geschmacklich okay. Aber in so einem Alu-Tellerli rein ist es gekommen, so ganz komisch und ja, irgendwie weird gewesen. Ja. Vor allem, ich wollte nicht mexikanisch bestellen und die anderen 2 haben mich dann überstimmt. Und nachher ich so, ja, haben wir gesehen, was für mexikanisch. Und dann sind wir uns alle einig, nächstes Mal bestellen wir wieder indisch. Ja. Viel besser. Das ist hure gut. Ja, gutes Voll. Chicken Tikka Masala.
Perle. Perle. Voll. Beste. Ja, voll. Und sonst noch viel erlebt eigentlich am Wochenende und so. Aber alles nicht so podcast-tauglich, muss man sagen. Ja. Aber das kann ich erzählen, wir sind wieder im Casino gewesen. Das ist Podcast-tauglich. Ja, absolut. Ja, sicher. Du, Casino eben, ich meine, was habe ich... Letztes Mal 100 rein und 128 wieder raus. Inzwischen Zeit getrunken für 20 Stutz. Also 8 Stutz plus, alles gut. Und halt ein lustiger Abend. Und halt ein mega lustiger Abend. Also ein Restabend. Vom 3 Uhr morgens bis um 6 Uhr. Aber das Mal war gesitteter, mega gediegen. Wieder normal. Die Kollegen haben Plus gemacht, ich plus minus 0 wieder raus. Das Mal 5 Stutz minus. Also irgendwie 96. Voll entspannt. Ja, sonst nicht viel passiert. Stabil. Ja. Aber es macht noch Spass, weil keine Ahnung, ich bin halt mittlerweile Mitglied dort. So, oder wir alle sind Mitglied. Und ja, es ist halt noch easy, wenn du Mitglied bist, hast du so 10 oder 15% an der Bar, wo du Rabatt bekommst. Und so wie wir spielen, kann halt gar nicht viel passieren. Weil erstens Regeln, keiner geht allein ins Casino. Das ist ganz wichtig. Und wenn du gehst, dann immer alle miteinander am gleichen Tisch und immer so ein bisschen so. Nicht so, dass, weil das ist dann der Moment, wo eben die Sucht reinkickt. Wenn du dann ins Casino laufst, das dritte, und dann schwärmst du aus und alle sind für sich allein irgendwo am Spielen. Das ist nicht gut. Wie bei, was war das? Hangover? Eis? Oh, keine Ahnung. Ich glaube, es war Eis, wo sie auf Las Vegas sind. Mhm. Ja gut, ja. Aber ich weiss nicht, was das mit dem Spielen, ob die jetzt so Trends gespielt haben oder was meinst du? Also die haben sich ja vor allem Bier zugesoffen. Sie haben den Doc verloren. Ich glaube, der hat Doc Hey, geheißen. keine Ahnung, sie haben in anderen Filmen haben sie noch andere Leute verloren. Ja. Ja, ich weiss nicht, Es geht immer Film einen anderen wer verloren. Aber den Doc haben sie mal eins verloren und irgendwie mit dem Doc all ihr Geld, weil das Geld ist irgendwie bei ihm war. Und danach haben sie sich eine Strategie überlegt, wie sie möglichst schnell in Las Vegas an Geld ankommen. Ja, nein. Also, das erste Ding war, der eine wollte heiraten. Genau. Und darum haben sie ihn finden, weil er geheiratet hat. Ja, das auch. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also, Geld haben sie ja eigentlich... Also, Geld haben sie auch keinen gehabt. aber ich glaube, das habe ich jetzt nie mit Ja, dran gedacht, dass jetzt die kein Geld mehr haben. Das ist einfach... Sie haben den Bräutigam nicht mehr gefunden nach dem Junggesellenabend, oder? Ja, das auch. Ja, das auch. Und Aber er hat ja. noch das Geld gehabt von der Gruppe. Kann sein. Ich glaube es. weiss Aber es ich nicht mehr. habe den Film schon so lange nicht Ich mehr weiss es geschaut. nicht mehr. Müssen wir schier mal wieder schauen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es überhaupt im ersten war, wo der Bräutigam verloren gegangen ist. Momo. Weil im... Der war ja am Schluss irgendwie auf dem Dach oben. Gewesen. Ja, genau. Ja, stimmt. Im ersten haben sie den verloren. Ja, voll. Den haben sie aufs Dach hochgetan. Der hat Alan Roofies verteilt. Und hat alle Ja. Roofies gegeben. Das sind alle abgestürzt. Stimmt. Ja, voll. Auf dem Caesars Palace. Ja, genau. Dort Ja. oben drauf, genau. Ja, stimmt. Ja, da gibt es legendäre Szenen. Ja. Und ganz cool. Lustig. Ja, eine von meinen, das klingt so blöd, aber eine Ex-Freundin von mir war mal im Hotelzimmer nebendran, wo sie es 3 gefilmt haben, Hangover 3. Das ist auch so ein Hotelzimmer. Und dort in dem Zimmer, wo sie es gefilmt haben, in dem Hotel, war sie im Zimmer nebendran. Das ist sogar oben noch angeschrieben und so, hier Hangover 3 und so. Oha. Warte, im 3, das war das mit dem Giraffe. Gewesen. Ja, genau. Ja. Ich bin Ellen und ich habe mir eine Giraffe gekauft. Und dann Brücke. Back. Ciao, Giraffe. Ja. Oh. Ja, die Filme, die sind 2 war ja Psychose. in Bangkok. Gewesen. Das kann sein, ja. Ja. Und dort verliert es da den jungen Dude. Und er hat nur noch den Finger. Oder den Dödel oder so. Sie findet oder sie sucht den Finger. Also irgendeiner verliert auf jeden Fall einen Finger. Und der Zahnarzt hat ja ein Tattoo. Ja genau, das Mike Tyson Tattoo. Ja. Und ein Zahn draussen. Ja. Verschuffelt Er als worden. Zahnarzt. Er als Zahnarzt, ja. Oder Zu ist das schon im Eis gewesen, das Das mit dem kann Zahn? auch sein. Im Ich glaube, Fall. das, Hey, mit dem Zahn hat er sich im... Oder ist Ja, es er im hat sich 2? selber gezogen. Das Ja. hat er auf jeden Fall. Aber ich weiss auch nicht mehr, wieso. Es könnte auch sein, dass das dann im 3 war, wo er ja dann die heiratet. Dort heiratet er doch. Aber ey, keine Hey, Ahnung, ja. Alter. Ich vermische gerade all die 3 Filme miteinander in Ja, meinem Kopf. Das ja. ist noch schwierig.
Das heisst, das nächste Mal gibt es so einen Hangover-Abend. Das wäre eigentlich schon mal Movie wieder geil. Night. Ja, Hangover Movie Night. Und nachher American Pie hinten drin. Das wäre der Mood. Vor allem hier im Büro, wir könnten die hure weisse Dinge, die wir haben, Ja. könnten wir eigentlich Als runterlassen, Leinwand. Sofa überstellen und schon haben wir eine Leinwand, Alter. Ja. Besser als im Kinoabend. Kino. Also wirklich besser im Kino. Und dann einfach noch Begleitung organisieren. Ja, safe. Das bringen wir schon an. Fix. Mal da hinten machen wir eine Bar. Barbetrieb, Ja, voll. Brauchen wir noch jemanden. Popcornmaschine. Wir können poppen. Und die Maschine gibt es auch noch. Ja. Ja. Ich muss mal auf meine schöne Liste schauen, Ja, was also es das immer gibt. bei mir hat es letzte Woche am Freitag hat's noch das letzte Mal, also das dritte von 3 Mal Achsellaser gegeben. Stimmt. Das war ja auch noch. Stimmt. Ich habe da eben mit einer potenziellen Kundin so einen richtig schlechten Deal. Der Crispy Kleine Ich Wirklich. finde das so geil, wie sie immer noch bei uns noch nichts hat machen lassen. Und du aber schon 3 Mal jetzt. Klar, natürlich gratis, das muss man Ja. dazu sagen. Aber das ist zu geil. Das könnte auch Strategie sein. Ja. So, hey, ich brauche etwas von euch. Ach, möchtet ihr noch eine Webseite? Es ist wirklich, ja. Aber aber ich habe mich Voll das geil. eigentlich schon immer gefragt, wie so Lasern und so, weil meine Ex-Freundin hat das auch gemacht. Es gibt ja mittlerweile auch so von Philips oder so für die Heime Weiß gar Laser-Geschichten. nicht, ja. Aber Ob das die Hause kannst. aus der, ja, kannst aber aus der Erzählung aus, das Ist ist nicht gut. Schwachstrom. Ja, Also da passiert nicht da viel. brutzelt es nichts weg. Mhm. Und die hat halt dort wirklich so einen riesigen Kasten, wo sie zuerst so das Kraftwerk, den Schalter noch umlegen müssen. Kleiner Das- Reaktor drin. Ja, genau. So eine kleine Kernspaltungszelle irgendwie. Und dann, das Mal hat es satanisch weh da im Fall. Aber das Mal hat sie auch wirklich irgendwie das Rädchen falsch eingestellt gehabt. Mensch. Also wirklich, ja, Hat sie das Mal- gesagt, hat sie falsch Ja, eingestellt? irgendwie, die erste Achsel war fertig gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja, das Mal ist irgendwie ein bisschen meinst du es ein bisschen besser Und irgendwie? hast du nichts anmerken lassen? Ich wirklich, ja, hey, am Schluss, ich bin wirklich Kann schier doch da nicht verreckt. so ein Mimösli sein. Weil das Ding ist eben mit diesem huren Gerät, es brutzelt dir die Haarwurzeln im Fleisch davon. Ja. Also die Ja. die verdampfen irgendwie grad. Also ich würde es nie freiwillig machen. Also weißt du, das ist... Und eben irgendwie, sie hat dort, sonst am Anfang, das habe ich noch gefragt, so am Anfang machst du so 25%, nachher ja. das zweite Mal machst du 30% und Ja, dann einfach mehr, 35%. Irgendwie so, du dich langsam aufsteigern. Und jetzt das Mal war es irgendwie auf 60 oben gewesen. Ja, Also hast du noch Luft gegen rauf. Das wird noch schlimmer. ja, aber das war noch lustig gewesen. Das kann man vorstellen. Voll. Und dann dort rausgesneakt. Ja, voll. Und sonst diese Woche auch ein bisschen wieder von der Schule geprägt. Im Sinne von, Montag hatte ich noch Prüfungen gehabt. Habe ich noch eine Prüfung geschrieben. Stimmt. Und ich habe am Sonntag am Nachmittag angefangen zu lernen. Stabil. Ja, 3:30 Ja, hat bist es ja an. jetzt 3 Jahre in die Schule für da. Ja, wenn das Thema nicht so ganz anders wäre, dann ja, könnte man das ein bisschen mehr schleifen Es war lassen. ein aber- Joke. gewesen. Ja, ist nicht ganz angekommen. Ich habe es gemerkt. Aber. Nein, aber als ich an der Prüfung war, ich konnte eigentlich alles gut beantworten und es hätte gar nicht so viel gebracht, wenn ich noch mehr Zeit reingesteckt hätte. Perfekt. Also von dem her wirklich 80-20 Pareto-Prinzip perfekt aufgegangen. Stabil. Und sonst, Sonntag am Abend bin ich bei den Grosseltern noch zu Abend essen. Hure lecker gewesen. Oh geil, was hat es gegeben? Poulet-Schenkeli mit Gummeli, so Boah, geil. jetzt kommt mir gerade Hunger über, Alter. Und Boah, heute muss ich fettig essen. Blumenköhl. Und ein Zaubertrick vom Grossmami: Paniermehl über Blumenköhl. Mit Brösmeli. Ja, Mit Brösmeli. Mann. Fuck my life, ist das Ich geil im schwör, Fall. Wow, geil. Und ja. Weil
ein Ding ist ja noch, ich weiss, das haben wir, glaube ich, so in dieser Form noch gar nicht angesprochen, aber vorne, wo Eigengrau bei mir daheim noch war, hat halt Eigengrau ein Zimmerchen gehabt. Und jetzt, wo Eigengrau ausgezogen ist bei mir daheim ein Zimmerchen frei. Und da habe ich mit meinen Vermietern, Schrägstrich Grosseltern, Aber schön, wie Vermieter zuerst kommt. genau, ja, zuerst formal und dann habe ich noch müssen fragen, ja, bezüglich so Untermietvertrag und so Geschichten, weil, aber das ist auch ein Thema, wo so in dem Stil dich im normalen Leben nicht so schnell mal müsstest damit auseinandersetzen. Untermietvertrag. Und jetzt habe ich sie mal fragen, wie das genau aussieht und wie sie das gerne hätten und so. Aber wir warten jetzt noch bis Ende Jahr. Einfach, dass noch mehr Zeit vergangen ist. Okay. Ja, also so eine richtige Antwort habe ich leider nicht bekommen. Aber ja. Also ganz zufriedenstellend ist das nicht gewesen. Ja. So im Sinn von, das Zimmerli ist jetzt immer noch leer. Es könnte dort immer noch irgendetwas passieren, egal ob jetzt also das Hauptziel wäre jetzt bis Ende Jahr irgendwie eine Freundin organisieren, aber das kannst du halt auch nicht so aus der Luft rauszaubern. Und vor allem nicht wegen dem Zimmer. Und Alter, so Scheisse. wegen dem Zimmer. Aber ja, also Vor allem, so... die Freundin geht ja nicht in das Zimmer. Also, Nein, das wäre nicht die Idee. vor allem das willst du nicht, dass die neue Freundin gerade einzieht. Nein, das auch nicht, nein. Aber so Thema im Internet ausschreiben, irgendwie wgzimmer.ch oder so, der läuft jetzt im Moment noch nicht gerade. Ja. Da müssen sie noch schnell ein bisschen aufweichen. Ja, voll. Ja, ist halt Ding, also ich weiss jetzt nicht, eben, ich meine, du zahlst sicher auch einen guten, einen fairen Preis, weil es deine Grosseltern sind. Und wenn natürlich vom Geschenk nochmal etwas weiter geschenkt bekommen, ich weiss jetzt auch, also das könnte ist so. ihre Ja, Gedanken sein, weißt du, so nach dem Motto, das ist wie wenn ich jetzt dort, wo ich wohne, wo etwas geschenkt eigentlich in dem Sinn ist, wenn ich jetzt dort würde zum Beispiel sagen, hey Mario, kann ich den Parkplatz unten vermieten? Dann würde ich auch denken, entweder vermietet er oder niemand, aber nicht. Klar. Aber das ist nochmal eine andere Situation, das ist nicht gerade die ganze Wohnung, aber ich verstehe vielleicht den Gedanken, wo mal schauen, mal abwarten. Ja, du. Das Schicksal haltet sicher irgendetwas parat. Ja. Das ist so. Ja. Das definitiv. Voll. Und ich meine, es wäre ein guter Zustupf, aber es wäre ja auch nicht die Welt. Also ich meine, so Nein. riesig ist das Zimmer nicht. So viel kannst du am Ende des Tages auch nicht. Also so viel verlierst du nicht. Sagen wir es Korrekt, so. ja. Wenn ich jetzt an meinen Kollegen denke, der eine grosse Wohnung hat mit der Freundin, die 2 Zimmer untervermietet und wir da wirklich schon über einen grösseren Betrag reden. Erstens sind eines von diesen Zimmern doppelt so gross wie das Zimmer, das du hast. Und dort war es wichtig, dass er überhaupt in dieser Wohnung bleiben kann, wo früher die Familie drin war. Und dort ist es ein riesen Hin und Her mit dies und das und jetzt wieder jemand neu und wieder jemand neu und wieder jemand neu. Also, das ist dann schon ein Pain, wenn du auf das angewiesen bist. Und er arbeitet voll und alles. Und es würde es auch überleben, wenn es mal nicht ist. Aber wenn es dann ein Jahr nicht beleidigt ist, wird es schwierig. Darum, ja, ist schon. Du, mal schauen. Mal gucken, ja. Was die Regierung meint. Ja, und eben, das haben wir ja auch schon ein paar Mal erlebt. Also, da geht irgendwo wieder ein Türchen auf und dann gibt es irgendwie eine Möglichkeit und dann passt das dann. Ja, Voll. Ja, und sonst heute einfach noch grob Konzept besprechen mit meiner Betreuungsperson. Da hatte ich ja letzte Woche ein bisschen den Gag in den Hosen gehabt. Voll. Bachelorarbeit. Bachelorarbeit, genau. Ein grobes Konzept, das ich bis zum 1. Dezember einreichen muss. Ich habe das Anfangswoche ihm noch zugeschickt. Er hat das durchgelesen und so. Und heute schon einmal ein bisschen challenged und gefragt, wo willst du jetzt eigentlich genau hin? Was soll am Schluss dabei genau rausspringen? Aber es sind eigentlich genau noch die Präzisionsfragen, wo der Text im Moment
fast ein bisschen zu allgemein. Also es wird zu wenig spezifiziert, aber kann für ein Grobkonzept eigentlich gar nicht so schlecht sein. Aber die Aufgabe der Betreuungsperson ist dann halt zu fragen, hey, wenn das jetzt so schwammig formuliert ist, was willst du denn am Schluss genau? Und da hat er mir doch noch gute Inputs können liefern. Ja, und jetzt gilt es, das noch ein bisschen zu präzisieren. Jetzt kannst du das Grobkonzept dann- nochmal überarbeiten und nochmal zeigen, Genau, bis es gut ist. weil nachher nice. wird es nachher an der Schule eingereicht quasi. Und dann muss, ich weiss gar nicht, irgendwie so ein Spezialfritz von der Schule muss das absegnen, Ja. dass ich an diesem Thema forschen darf. Ja. Wow. Aber wenigstens cool könnte das. Bei uns war das eben die gleiche Person gewesen und du hast einen Schuss gehabt. Du hast das, was du jetzt gemacht hast, einmal und dann ist es entweder gegangen oder nicht. Und dann hast du entweder nochmal alles neu angefangen, das ist ein neues Thema, dann wieder alles verschoben, Unterricht, den du aussetzt, Ding, also richtig kacke. Finde ich jetzt viel besser gelöst von euch, dass ihr da einmal mit der Fachperson könnt und nachher eine unabhängige Person das nochmal anschauen. Das finde ich sehr stabil. Das ist ganz geil. Es hat einfach schon geheißen, dass die Schulleitung, oder wer denn das genau anschaut, 80% wird abgewiesen. Ja. Oder nochmal Retour geben. Ja. Ja, aber... Ja, hoffentlich auch, Mann. Ja, ja. Der Titel soll auch etwas wert sein. Da. Natürlich, ja. Gott, verdammt nochmal, Scheiße, Hure Alter. Meine Studenten. Mösli-Schule Ja, da. ja, ich weiß, Nein. Ja, beklagt man sich. Oh nein, meine Prüfung wird korrigiert. Ja, Nein, es wäre ja auch blöd, wenn es nicht so wäre, oder? klar, ja. Nein, es ist schon das Thema. Also. Schon gut, aber ich habe da gar keine Angst. Ich muss auch fairerweise sagen, ich bei der einen, jetzt in dieser Klasse, wo ich jetzt habe, weniger, aber im 3. Jahr von insgesamt 4 hat es doch... Letztes Jahr. Ja, einfach letztes Jahr, genau. Hat es doch noch ein paar Mitstudenten gehabt, die einfach immer überall mit irgendwelchen scheiß Gruppenarbeiten durchgeschliffen sind. Ja. Oder geschlängelt. Geschlafen. Geschlafen. Ja, geschlafen. Oder? Geschlafen sind. Geschlafen sind. Ja. Gut, das ist natürlich schon auch immer, für das sind wahrscheinlich die Abschlussarbeiten auch. Ich meine, das ist auch ein Grund, wieso ich meine ja alleine machen wollte. Einfach damit ich weiss, wenn ich es bestehe ich es. Und wirklich, ich habe es bestanden, auch für zum selber wissen. Und bei uns hätte es jetzt die Möglichkeit gegeben, dass du das Zweite machen könntest. Aber es ist natürlich auch etwas anderes drum. So. Aber habe ich dann auch nicht wollen. Weil nachher hast du eine Note, die für beide zählt. Also du hast schon verschiedene Noten, weil es verschiedene Bereiche gibt. Aber beide haben die gleiche. Also es ist nicht, du machst dann einen Teil und der wird nur für dich benotet und der andere macht nur einen Teil, dann wird für ihn. Sondern es ist dann, das, was ihr miteinander abgebt, wird auch für euch beide benotet. Ja. Das ist so der Gedanke und das hat mich auch ein bisschen abgeschreckt. Es widerspiegelt dann einfach nicht im gleichen Maß so die Realität. Ja, nicht deine Leistung. Deine Leistung. Voll. Und ich denke, also, und das ist ja genau das Ding, wieso ich das gemacht habe. Bei der Schule, ich meine, man geht gerne mal den einfachsten Weg, aber gerade bei so schulisch und so Zeug, habe ich mich dann halt auch bewusst für den schwereren Weg entschieden. Und jetzt, wo ich es geschafft habe, ist es viel besser, habe ich mich für den schweren Weg entschieden, anstatt dass ich dort denke, ja komm, ich mache es da mit dem anderen, wo ich weiss, der ist super krass, hat vorher schon Fotografie studiert, komm, ich mache es mit dem. Nee, besser nicht. Ja, weil eben sonst ziehst du dich dann durch. Das ist schon so, ja. Jetzt sind wir eigentlich wieder beim Thema so ganz am Anfang mit selbstständig und angestellt und mit was gibt man sich zufrieden. Ja. Einzelleistung. Ja, es bringt dir halt dann nichts, wenn ein anderer für dich die Leistung gemacht hat, weil das ist dann nicht deine Lorbeer, wo du dich kannst damit schmücken. Voll. Gibt es noch Leute, das interessiert dich nicht, die schmücken sich trotzdem damit, auch wenn es nicht ihre Lorbeeren sind. Aber ja, ich meine, wenn ich denke, ich bin die ganze Säcke und sonst ist es scheißegal, soll jemand anders für mich machen und es ist gut. Habe ich erledigt, habe ich erlebt, das war mir gleich gewesen, mein ganzes Leben, weil es mir nicht wichtig war. So. Also Mathe hast du also
das ist halt auch noch das Ding. In der Schule hast du ja bei wenigen können schleifen, weil du hast eigentlich immer alle Prüfungen selber alleine geschrieben. Dort hat es nicht so funktioniert. Aber Gruppenarbeiten, Vorträge und so, keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich dort, ich habe das einfach immer gerne gemacht und auch immer relativ gut gewesen, weil ich es einfach gerne gemacht habe. So. Aber wenn ich dort nicht gut gewesen wäre, ich schwöre, ich wäre überall nur geschlafen. Einfach immer bei den Besten in die Gruppe rein und gut. Ja. Aber, nein, du. Das war dann bei den schriftlichen Arbeiten so gewesen. Also, schriftlich, wo, hä? Also, wir haben in der Pflegeausbildung auch ganz viele Ah. Gruppenarbeiten gehabt, die schriftlich abgegeben worden sind. Also, Okay. wo man Plakat gemacht hat, wo man die Haut erklärt hat und so Zeug und so. Okay. Und dort bin ich immer mit der Marie gewesen. Weil die Oha. Marie ist einfach die Beste gewesen, das haben wir immer schon gewusst. Jetzt ist sie diplomiert, oder? Oder fast. Ja. 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 Ja, ja. In dem Fall gehen Grüße Mich auf immer- Luzern. Grüße gehen auf Luzern, absolut. Ja. Ja, das habe ich der Mari dort schon immer gesagt. Weißt, ich habe nie versteckt, wenn ich wollte, jemanden, der mich besser macht. Ich meine, so wie dass du meine Arbeit korrigiert hast. Ich meine, ich habe dir auch nicht gesagt, ich gebe dir das, weil ich keine Zeit habe. Nein, weil du es Ja. einfach besser kannst. Ja, Fertig. das stimmt. So ehrlich darf man schon sein, wenn man schon jemanden für sich arbeiten lässt. Ja, voll. Finde ich. Ja. Voll. Ja. Ja, jetzt muss ich auch mal ganz kurz drauf spiggen. Drauf spitten. Spiggen. Wir haben ja diese Woche noch. Aber du bist vorne ziemlich gekonnt ums Thema Mooswand rundherum geschifft. Da in diesem Fall der Nils mit der hilfenden Hand, die einspringt. Yes. Wir haben bei Eigengrau die wunderbare Idee gehabt, dass man als Video-Hintergrund vielleicht irgendwann ist dann auch, jetzt greife ich ein bisschen hoch oder ein bisschen vor, für den Podcast, wenn wir ein Video machen. Announcement. Also es steht alles noch in den Sternen, alles zu seiner Zeit, aber dass es einfach mal in die Welt raus posaunt ist, haben wir uns überlegt. Einfach nur zum Anhängen. Also uns sind Klicks nicht wichtig, aber Videos wären schon gut, damit es Klicks gibt. Nein, einfach zum Anhängen. Nein. Da haben wir uns überlegt, was könnte als Video-Hintergrund einfach noch geil aussehen und können wir universell ein bisschen einsetzen und so. Ja, vor allem auch Büroatmosphäre. Büroatmosphäre oder sonst, wenn wir mal Leute einladen und das einfach ein bisschen, dass man seine dicken Eier ein bisschen raushängen lassen kann. Bis zu einem gewissen, so, Ja. dort, wo wir jetzt Muskelkater haben. Und wir sind dann anfangs von der Woche sind wir, Baumaterialien gepostet, weil eben, wir sagen so, ja, eine Mooswand, blablabla. Hey, aber Jungs und Mädels, Das ist eine Aktion. das ist eine Aktion für die Geschichtsbücher. Und vielleicht zum auch mal die Dimensionen klar machen. Wir reden von Breite 3,6 Meter, 3,25 Meter, 3,25 Meter und Höhe ein bisschen mehr als 2,40. ja. Also, da, meine lieben Damen und Herren, das ist gefühlt ein Fußballfeld. Ja. Also da kannst, also da könntest du jetzt gerade irgendwie 10 Meersäule einquartieren. Alter, ich schwöre, da könntest du wirklich, also da Ja. könntest du so ein Gestell draufstellen für die Meersäule und dann einen Haken auseinander und bam. Sag nichts. Ich muss dazu sagen, das liegt jetzt momentan bei uns mitten am Boden. Respektive es verdeckt den ganzen Boden eigentlich. Weil das kommt nachher an die Wand, die jetzt hinter uns ist. Wo das Sofa davor steht, auf dem wir sitzen. Und es ist jetzt noch nicht ganz fertig. Aber wir haben halt wie aus Holz einen dicken Rahmen gebaut. So wie ein grosser Bilderrahmen. Ja, wie einen grossen Bilderrahmen. Haben auch wirklich einen dicken Rahmen, kann man sagen. Und haben dann in der Mitte, also blöd gesagt, zum Ausfüllen, haben wir wie mit kleineren Holzplatten und Strebeli haben wir die verbunden und haben so eine ganz grosse Fläche gemacht. Und die haben wir jetzt mit chinesischem Moos gefüllt. Also respektive, wir haben mit Holzleim bis dato jetzt, wie viel haben wir verbraucht? 14 Flaschen oder etwas mit denen von 15. gestern? Nein, 15. 16, glaube ich. Wir haben ja jetzt 11 gekauft und wir haben gestern 5. 5 gehabt, also 16. Ja, 16. 16 Flaschen oder 15,5, weil eine steht noch dort. An Leim haben wir da reingeknallt. Also
750 Gramm ist eine Flasche und Moos. Und jetzt ist es fast voll, die ganze Fläche. In die Mitte kommt dann eine Leuchtschrift mit unserem Logo und einem Schriftzug. Und dann können wir uns wirklich dazu gesellen zu all den TikTok, Instagrammer und so neuartige Hipster-Büros. Da sind wir voll im Trend, würde ich sagen. Voll im Game. Mhm. Aber es sieht aber einfach beruhigend aus. Also ich finde es mega schön zum Anschauen. Ja, das Ding ist dann vielleicht, wenn irgendjemand mal da reinspienzelt durchs Fenster oder zu uns ins Büro reinkommt, dann sagt man, wow, krass, hey, das sieht schön aus. Aber wenn man dann weiss, was für eine hure Arbeit das dahinter steckt, also wir sind jetzt für, eben, wir haben 8 Quadratmeter Moos, 8 Quadratmeter. Also, vor allem, wenn du denkst, nur schon der Rahmen und die Fläche, alles was Holz ist, sind einfach nur schon mal 500 Stutz Holz. 500 Stutz Holz, ohne Zusammenbauen, Liefern, Transport und alles. Einfach, weil wir es einfach selber machen. So. Und dann haben wir das Moos noch nicht. Genau. Und der Leim auch noch nicht. Und die Genau, und Schrauben der und Leim alles und rundum, Schrauben. genau. Nein, doch, die Schraube und der Ja, erste mal. Teil sind schon Ja, drin. stimmt. Irgendwo, ja. In diesen 500 Voll. Stutz. Also sagen wir 600 mit Leim. Voll, ja. Irgendwie so. Genau. Und dann das Moos, das noch dazukommt, die Leuchtschrift, die noch dazukommt, sind wir irgendwo 2000, 2500 Stutz, wo wir einfach für eine verdammte scheiß Rückwand liegen lassen. Alter, wir uns das können auszahlen. Wir können Ja. mit dem Geld kann ich was können machen. Ja, Weißt du, wie oft kostet... Ferien. Ja, da könntest du wirklich... Alter, mit dem Geld hätten wir können in die Ferien gehen. Ja, fuck. Fuck Nils, das haben wir gemacht. Ja, Fehlentscheid gewesen. Ich glaube nicht. Nein, also eben für die Zukunft, wenn ihr irgendwann einmal von uns ein Video seht, wenn wir vor so einer grünen Mooswand stehen, dann ist das genau die Mooswand von der, wo wir jetzt gerade am Erzählen sind. Und das haben wir alles selber zusammen gemöselt. Es ist etwas für die Ewigkeit. Gemöselt, das haben wir genau. Das ist noch ein wichtig. neues Verb. Wir haben ein neues Verb integriert. Ja, eben Möseln. Also es betitelt so deine Handlung, wenn du Moos in eine Leinwand hineinklebst. Könnte man sagen. Moos aufkleben, gleich Möseln. Wie Fix. früher in der Schule, wo man Ja. am Fötzeln war. Genau, das ist, Aber dort fehlt mir die das ist die Herleitung. Weiterentwicklung. Das ist die Weiterentwicklung von Fötzeln. Das Möseln. Das Möseln. Ja. Ja. Aber es hat mega Freude, also es macht mega Spass. So. Also falls ihr Interesse habt an einer Mooswand im Büro mit LED-Schrift, meldet euch. Meldet euch. Wir nehmen auch Auftragsarbeiten an. Ja. Nein, es hat mega Spaß, also es macht mega Freude. Jetzt ist es ein bisschen sad, wir haben ein bisschen zu wenig Moos. Ja. Also wirklich ein bisschen. Uns fehlt, wir haben 8 Kisten verteilt, uns fehlt vielleicht noch eine, vielleicht 1,5. Ja. Und wenn man es ganz grosszügig will nehmen, dann sind es 2. Ja. Aber Ich hätte schon noch mal 2 bestellt. ich im hätte Fall auch noch mal Brudi. 2 bestellt. Lieber Ja. gerade noch mal genug, Ein oder? bisschen protzen. Ich meine, das Ding ist Da am Schluss... lässt man sie nicht Ja. lumpen. Und vor allem, ich Der glaube am Schluss... Bang, Alter. Ja, und oben drauf kleben kannst du ja eh immer. Also weißt du, wenn wir jetzt ein bisschen mehr haben, gibt es noch so viele Stellen, wo man oben drüber ein bisschen kleben und so. Ein bisschen Möseln. Ein bisschen Möseln. Alter, wir könnten auch... das hätten wir jetzt... Weißt du, wir könnten wie so da unten im Ecke, lässt so eine Ecke frei und dann kann jeder, der mal da ist, einer von unseren Kunden, kann ein Moosstückchen aufkleben. Und dann irgendwann haben wir eine Wand, wo unsere Kunden Und dann wird es vereint scheiße sind. aussehen. Ja, total. Ich sehe jetzt eher irgendwie am Rahmen, dass jeder eine Unterschrift oder so dürfte liegen lassen. Das würde ich jetzt eher sehen. Weil ich bin mal... Oder das könnte man eigentlich an einer anderen Ecke... Ja, ich Ich würde auch bin sagen, mal... Unterschrift wie... Voll, ja. Ich bin ja mal aus nicht weiter begründbaren Gründen bin ich mal bei Easy Projects. Stimmt, Easy Magazine? Easy Magazine bin ich mal im Büro gsi, mit dem Sedi und mit dem Aurelio und allen Dudes. Also auch fette Props da an Easy Magazine, Easy Projects. Ja, Härtekrieger. Und sie haben dort eben auch im Eingang haben sie so ein, also ja, ich darf jetzt glaube
nicht alles. Ich weiß nicht, Aber ich tue jetzt nicht zu fest. Aber sie haben einfach einen Bereich gehabt, wo auch jeder, der mal dort drin war, darf eine Unterschrift dort liegen lassen. Ah, ganz Und geil. dann hat es so riesige Graffiti. Aber haben dort nur die wichtigen Leute unterschrieben oder hast du auch dafür unterschrieben? Ich habe auch unterschrieben. Ja, fix. Also ich glaube, irgendwo, wenn es noch nicht überdeckt worden ist, Lustig. bin ich Geil. in diesem Büro auch noch vermerkt. Hure gut. Was habe ich verpasst, dass ich dort nicht dabei war? Du bist an diesem Abend irgendwie verhindert. Ich bin irgendwie verhindert, ja. sonst wäre ich auch dort Ja, gewesen. du wärst auch dort gewesen, voll. Es wäre so geplant gewesen. Es wäre so geplant gewesen, ja. Ja. Irgendetwas habe ich gehabt, Es ist Auftrag wirklich oder hure irgendetwas. lässig. Ja, es ist glaube glaub, ich ein Auftrag gewesen, voll. Ja, sonst wäre ich 100% auch Ja, gekommen. nein, es ist hure Ja. geil und Sehr geil. aber sie machen ja auch hure geile Videos und aber mit dem Aurelio hättest du dich auch hure gut verstanden. Mit ihm habe ich so Safe. dem Abend auch noch am längsten gehängt, Ja. weil man einfach am meisten über Ich After habe mich Effects. fast auf die Stelle beworben, wo er sich dann beworben hat. Ja, voll. Crazy. Ja, über After Effects haben wir am meisten diskutiert, weil wir einfach beide voll im Game drin sind. Und ja, Sehr geil, ja. sie ziehen es einfach durch. Oder wir müssen einfach sagen, hinter Easy steht ja Ringier. Rinje? Das ist ja der riesengroße Medienkonzern. Ich glaube, das Blick und die ganz grossen Zeitungen und so. Ja. Das ist einfach so wie ein separates Team, das zu Ringier gehört, aber die können wie ihre Shit durchziehen. Ja, fix. Also das gibt es ja oft, wir hatten das ja auch beim SRF, hast du das ja auch oft so. Beim SRF ist es einfach das Ding, dass halt die meistens noch das SRF dranhängen. Mit SRF Bounce, Virus, all die Dinge haben ja zum Teil auch eigene YouTube-Formate und so. Ja, das ist alles vom gleichen Arm. Aber ich finde es cool, dass die etwas so auch in die Richtung machen. Und dann den Leuten eben freie Hand lassen. Und dann können die richtig cool... Es hat so etwas wie YouTuber. Also, das weiss man ja auch oft gar nicht, aber viele YouTuber, gerade auch die YouTube-Grüppli und so, spätestens nach Mediakraft 2015, 2014, Christoph Krachten. der Krachten, ja Mann. Klickzoom. Letztes Jahr habe ich erst herausgefunden, dass der Aaron Troschke fast mal Mediakraft übernommen hat. Ja, der Aaron Troschke. wow. Hat es zum Glück nicht gemacht. Aber gibt es ja jetzt nicht mehr mittlerweile. Nee, eben die. und der Haben aber eigentlich Christoph gute Krachten, der hat macht ja eben immer mit noch- Klickzoom hat er ein Zeitchen lang. Genau, er macht Ja. glaub, immer noch Videos. Er macht glaub, immer Ich habe noch... gemeint, er hat aufgehört. Hat er aufgehört? Ah, okay. Mhm. Ich habe lange seine Wissenschaftsvideos noch geschaut. Mhm. Eigentlich ein chilliger Sieg, aber eben, der war schon ewig in dieser YouTube-Bubble Ja. drin gewesen und so. Aber was ich eigentlich wollte sagen, eben das Konzept, dass eigentlich all die YouTuber und so angestellt werden, hat ja nachher dann Funk übernommen. Funk hat das eigentlich in Deutschland recht krass gemacht. Die übernehmen ganz viele YouTuber, du kannst zu denen, sie reden eigentlich nicht rein. Da gibt es ganz viele, die anders würden Ja, behaupten. voll. Sie reden zum Teil natürlich auch rein, gewisse Sachen gibt es einfach nicht, weil sie staatlich sind, können sie nicht einfach alles finanzieren. Aber wenn du zum Teil schaust, was Funkformat auch für Scheiße rauslässt, Ja. dann kann man ganz klar sagen, viel Kontrolle haben sie nicht. Ja. Aber ich hoffe, dass es in der Schweiz vielleicht auch mal einen Big Player gibt, der ein bisschen ankommt und den Leuten ein bisschen Cash gibt. Weil in dieser Bubble ist einfach kein Geld rum. Alle möchten konsumieren, aber mit den Schweizer Zahlen wirst du nicht einfach einen YouTube-Kanal finanzieren mit einer riesen Produktion. Da muss fast irgendeine Firma sein oder etwas, das sonst noch Medien macht, wo so einfach seine Grösse kann behalten oder grösser werden oder einfach auch noch die Jungen erreichen. Ja. Aber es ist so ein bisschen cool und nicht cool. Ja, Also- voll. Vorteile für Content Creators, aber trotzdem für die es dann vielleicht konsumieren, kann es dann auch wieder ein bisschen gegen sein. Also ich hätte jetzt eher gesagt, Vorteil für Konsumenten. Ich hätte es genau Aha, umgekehrt gesagt. hättest du- Vorteil für Konsumenten, damit es überhaupt etwas gibt zum Konsumieren, weil sonst gar nichts rum ist. Klar haben sie auch den Nachteil, aber der Nachteil, finde ich, trifft den Produzent viel höher. Sie sind nicht ganz frei. So. Ja. Das ist der Nachteil, den der Produzent hat. Und der Vorteil, den der Produzent auch hat, ist in dem Sinne eben, er kann dafür
auf Sicherheit etwas verdienen. Ja. Das ist sein Vorteil. Und bei den Leuten, Zuschauern, ist es eigentlich in erster Linie ein Vorteil. Es ist erst ab dem Moment, wo die zu fest reinreden und der Künstler zu fest beschneidet, ist es ein Nachteil. Aber eben, es gibt ja auch zum Beispiel Seven vs. Wild, gutes Beispiel. Hätte es nicht mehr gegeben, kann man nicht finanzieren. Zum Glück ist Amazon gekommen, hat es finanziert. Sonst gäbe es jetzt einfach nicht mehr. Ja, muss man auch fair sagen. Ja. Und dann kann man jetzt schon sagen, ja, dafür gibt es Änderungen drin. Also ich habe viel lieber ein Format, das es trotzdem noch gibt. Und vielleicht ist es dann nicht mehr genau meins, anstatt dass es gar nicht mehr gibt. Darum, es ist immer ist match immer entscheidend. mit einem Trade-off verbunden. Genau, mit dem Trade-off. Also, voll. Und viele Kanäle, gerade am Anfang, wo Funk gekommen ist der Trade-off eben gross gewesen. Und wenn ich jetzt schaue, was zum Beispiel ein Phil Laude macht, von YTT, wo... White Titty! Ja, Mann. Da muss ich sagen, gibt es wirklich Leute, die dadurch super beflügelt worden sind und nur noch cooleren Content dann können machen. Klar, natürlich ist es jugendfreundlich, aber das finde ich jetzt nicht so das Problem. Also, es gibt ja trotzdem noch immer genug Kanäle und so, die nicht jugendfreundlich sind, die nicht einfach... wo sagen, was sie wollen. So wie wir Voll. da. Also, Ja, genau. Gibt es ja trotzdem genug. Ja, irgendwann sehen wir dann, wenn Pushcast irgendwie so eine Anfrage bekommt und dann ganz, wie sagt man dem? Richterliche Nein, so menschlich vertretbar, gesellschaftskonform irgendwie, dass man so ganz verstellt wirkt, dann wissen wir, so, die Pushcast ist aufgekauft worden. Wenn wir plötzlich links versifft sind. Nein. Ich glaube, das passiert jetzt noch nicht gerade, wenn überhaupt. Nein, ich glaube, nein. Und auch um das konkretisieren mit links versifft, meine ich linksextrem. Und extrem ist nie gut. Auch rechtsextrem ist nicht gut. Und auch das. Weil das könntest du wieder falsch verstehen. Das ist wieder der typische Ja. Ding. Wenn das Also ein Joke. Ja, das wenn Ding jetzt ist, da du kannst würdest rausschnipseln. Das Problem ist, du kannst gegen rechts und so kannst du überall schiessen, interessiert kein Mensch. Kannst sagen, AfD sind alles Hurensöhne, interessiert niemand. Kannst aber nicht sagen über eine linke Partei. Und darum sage ich das, linksversifft, weil das ja der momentane gesellschaftliche, wie sagen wir das? Es gibt doch so ein Also Wort ein für das. Rechtsrutsch, sagt man ja. Ja, aber das ist jetzt ganz was anderes, Alter. What the fuck? Wir haben jetzt eher einen Linksrutsch. Also der normal, du kennst sicher das Bild, wo so drauf ist, wo du dich kannst eintragen, bist du eher konservativ, bist du so und so und so, und dann bist du mehr links hin, mehr rechts hin, mehr so, mehr so. Und die Mitte von dem verschiebt sich immer weiter nach links. Seit Jahrhunderten. So. Vor 100 Jahren sind wir noch alle Rassisten gewesen, und heute ist es schon viel besser. Es verschiebt sich nach links. Also das, was normal ist, als normal angeschaut, ist vor 10 Jahren noch links gewesen. Das meine ich. Darum links versifft. Also das Gleiche wie im Zweiten Weltkrieg mit rechts passiert ist, blöd gesagt. Einfach in eine ganz andere Richtung. Ja, ich bin Das jetzt- Narrativ habe ich gesucht. Das Narrativ momentan Okay, ja. ist definitiv linker weder rechts. Also darum kann man jetzt gerade nicht gegen links schiessen, nur gegen rechts, und irgendwann kehrt sich das wieder. Ja, voll. Oder halt einfach immer die politische Meinung, die die Allgemeinheit als richtig erachtet, die ist richtig. Ja. Ja. Ja, ich habe jetzt mehr irgendwie, weil die Wahlen bei uns in der Schweiz, eben Nationalrat, Ständeratswahlen, gerade auf dem Programm waren. Und dort hat es einen relativ hohen Rechtsrutsch gegeben. Darum bin ich mit dem Wort gekommen. Nein, Bei ich uns rede in der jetzt von Schweiz aber Medienwelt. wirklich- Ich rede Ja, nicht ja. von der Schweizer Politik oder irgendwelchen wirklich mega... Das ist genau eben auch ein bisschen das Problem. Wenn wir über so etwas reden, dann geht es ja um normale Menschen, ums Volk, um Kollegen, um die Meinung auf Social Media. Und dass ich kein Politiker bin, der die krasse politische Welt da kann analysieren kann, sollte hoffentlich jedem, der dazu lässt, klar sein, sonst hat der Podcast nicht verstanden. Also nein, ist wirklich so. Unser Konzept. Also selbst wenn wir jetzt Vollpolitiker wären, die seit 15 Jahren im Amt werden und Zeug erzählen, hätten wir keine Ahnung. Also, das sind ja so krasse Themen. Ja. Ja, also das Ding ist ja als Politiker, und das
weiss man oder hat man etwa ein bisschen gesehen, wenn man da ein bisschen Livestreams oder sonst irgendwie in Bern oben mal bei so einer Dings dabei ist, wenn da einer vorträgt, die Hälfte ist am Handy, die andere liest die Zeitung. Also ich weiss auch nicht. Und dort durch, so blöd wie das jetzt tönt, aber der Erich Weber von Basel, ich finde den einfach eine geile Nummer. Ja, ich finde den auch der lustig. pisst da jedem ans Bein Ja, an und voll. der sagt, was er denkt. Und, aber jetzt nicht Ja, einmal zum fix sagen, dass der dass es richtig gut- ist. genau, fix. Überhaupt nicht. Wenn alle so wären, wäre ein Scheissdreck. Dann würde Ja. man gar nie Ja. hinkommen. Ja, Aber okay. genau weil eben niemand so ist und Ja. er das aber macht, ist es geil. Ja, dort wo irgendwie der wie heisst das, Gemeinderat irgendwie auf Betriebsausflug, ja, der Betriebsausflug. Ich bin gewählt! Das ist Verrat am Volk! Ja. Finde ich einfach lustig. Aber ich finde es lustig, weil er einfach so ein ultimatives Kontrast zu allen anderen gibt. Aber eben, wie du gesagt hast, wenn alle Erich Weber wären, Ja, dann hey, hätten dann wir... würde die Schweiz Bach abgehen. Ja, und zwar gröber. Oder hat es auch so, wo er selber, er ist ja auf TikTok, ist er richtig aktiv. Ja. Und da lässt er den himmeltraurigsten Scheissdreck auf jeden Fall. Hat es irgendwie einen Grossrat. Grossrat heisst das, glaube ich, zu Basel. Kann sein, ja. Und nachher hat es irgendwie so eine Abstimmung gegeben, ob, weiß nicht, die neue Traktandenschreiberin, Putzfrau, einfach etwas wirklich nicht relevant, ob die jetzt genehmigt wird, ob die jetzt ankommt. Und der ganze Rat, irgendwie 200 auf dieser Leinwand, 200 Mal grün, ausser einen. Einfach weil er an jedem als Bein hat müssen Oh mein anpissen. Jetzt ist mir gerade so, vom Erich Weber könntest du so ein Intro, so ein Serie-Intro schneiden, einfach einen Zusammenschnitt machen von Asterix und Obelix. Alle sind so, nur ein Dorf. In einem Ding und dann kommt so der Erich Weber so dort. Die Alter. Gallia. Ja, die Gallier. Er ist so die Gallier, Alter. Nein, ich schwöre, aber das eben für mich eine Unterhaltung. Keine Ahnung. Ja, mehr Unterhaltung. Mehr Unterhaltung. Und, aber so blöd wie es tönt, es ist. Aber und das muss ich wirklich sagen, ich finde es mega cool, wenn man den Blick ins Ausland links und rechts richtet. Und eben auch Deutschland gehört für mich dort auch schon dazu. So eine Art von Meinungsvielfalt und Meinungsäußerungserlaubnis oder eben Meinungsfreiheit meine ich auch. Ja, scheiße. Haben wir in der Schweiz, also da sind wir wirklich privilegiert. Brutal. Und dass jede Meinung gleich viel wert ist, das ist in keinem Land so krass wie bei uns in der Schweiz. Und dass ein Erich Weber gleich viel zu sagen hat wie der links oder der rechts nebendran, finde ich mega stark von unserer Demokratie. Aber eben, es würde nicht funktionieren, wenn alle so wären. Nein, und ich glaube, gerade auch bei der Demokratie oder gerade bei unserer sehr krassen Demokratie, wo wirklich noch von einer direkten Demokratie kannst reden, ist es eigentlich wirklich, darum sehe ich bei uns auch viele Gesetze oder viele Sachen sehr fest mit Humor. Weil es hat ja die Masse entschieden. Was will ich jetzt als Einzelner angehen und wirklich auf voll ernst gemeint, will allen erklären, was läuft. Da hat jeder seine Meinung. Die Masse hat gewählt. Und ich finde das eben genau cool, dass wir in einem Land leben, wo wir so etwas wie so einen Podcast haben können und einfach labern über so Themen und es zumindest den Leuten, würde ich behaupten, die da entscheidend sind, bewusst ist, dass das nicht irgendwie dass man keinen Anspruch muss haben, dass alles, was du rauslässt oder was du sagst, immer muss stimmen oder perfekt muss sein oder ja nicht irgendwie keine Ahnung was oder es ist einfach, du darfst bei uns sagen, was du willst. Du darfst niemanden beleidigen, du darfst niemanden beleidigen, direkt beleidigen. Du darfst schon die Meinung haben darüber, dass du findest, dass der ein Double ist. Aber
Wenn du jetzt das auf die Spitze treibst, dann kannst du irgendwann angegangen werden. Und das ist gut. Aber es muss auch so sein, dass jemand darf sagen, hey, ich finde das ein Double. Es geht ja darum, wir führen einen Diskurs, die ganze Gesellschaft führt einen Diskurs und am Schluss kommt man zu einem Konsens. Yes. Und der Konsens, dann kann man sagen, hey, Kollegen, je nach Wahlbeteiligung, aber ich sage jetzt 4,5 Millionen Leute, oder je nachdem halt mehr, haben Ja gesagt und das ist jetzt so. Was ich will eigentlich sagen ist, der Konsens wird viel besser, umso offener und wirklich offener du deine Meinung darfst sagen. Wenn du wirklich darfst sagen, ohne dass gerade mit dem Finger auf dich gezeigt wird, hey, du bist jetzt falsch, weil du hast etwas gesagt, was falsch ist, sehe ich so, dann haben wir ein Problem. Und genau das ist eben der springende Punkt, weil der Konsens ist nur so gut, wie frei dass die Leute diskutieren dürfen. Und das ist ein bisschen der Knackpunkt eigentlich, weil alle möchten, dass man aufeinander schaut, aber möchten nicht hören, wenn jemand einen blöd findet. Und der geht halt nicht auf. Wenn du willst, dass ein gutes Resultat rauskommt, dann muss auch schon im Vorhinein jeder wirklich sagen, was er meint. Und das finde ich eben so ein bisschen spannend. So. Extrem, ja. Ja, Worte können verletzen, aber wenn so ein Gespräch wie unseres, jemand, der ganz weit aussen steht in der Politik, das kann ihn nicht verletzen. Wenn sie ihn verletzt, dann hat er das Problem, aber das ist ja bei uns schön eingefasst. Wir haben ja nichts mit dem Leben von den anderen Leuten zu tun. Also das finde ich recht cool, dass es so auch allgemein erkannt ist, dass du nicht einfach blöd gesagt am Pranger kannst gestellt werden, weil du deine Meinung gesagt hast in irgendetwas und das einfach gerade umgemünzt wird auf also in dem Fall hast du mich beleidigt. Nein, ich habe dort über ein Thema geredet und wenn dich das beleidigt, tut es mir leid, es ist meine Meinung, aber ich darf meine Meinung haben, auch wenn sie dich stört. Und das ist ein bisschen der Knackpunkt, weil jeder will seine Meinung behalten, aber keiner will gestört werden. Und das geht halt nicht. Umso mehr Meinung, umso mehr wirst du auch gestört in deiner Meinung, oder? Ja, hat alles auch wieder ein Trade-off. Aber es gibt in der Volkswirtschaft, das habe ich in der Schule mal gelernt, es gibt auch so ein Gedankenspiel, dass du eine Art, wie so, bevor dass du geboren wirst, bist du Gott. Und der Gott hat so einen verschlossene Augen, eine Art, so ein Tüchlein um die Augen. Und du kannst die Regeln der Welt bestimmen, wie sie gestaltet werden, nach welchen Regeln so die Welt soll gestaltet werden. Und dort kann man sich auch die Frage stellen, sollen ganz wenige Leute privilegiert sein und die können entscheiden, was die anderen machen? Oder hat jeder gleich viel Wert und die Menge, die Mehrheit, entscheidet dann darüber, was gut fürs Volk ist? Und da, wenn ich jetzt die Binde anhätte, ich würde es genau gleich wie die Schweiz machen. Ja. Also auch wenn, und das muss man auch sagen, jede Gesellschaft hat Arschlöcher drunter. Fix. Es gibt in jeder... Also da, Ja, oder blöd gesagt, für gewisse Leute sind wir die Arschlöcher. das ist Und sehr das ist gut genau möglich. auch wichtig. Das ist eben genau wichtig, weil jeder, der das Gefühl hat und in dieser Bubble lebt von «Ich bin gut» und ein anderer ist ein Arschloch, der hat die Welt nicht verstanden. Weil das haben wir sogar in der Lehre haben wir das gelernt. Jeder Mensch ist für einen anderen Mensch etwas anderes. Für jemanden, um das abzudingseln, für jemanden bist du ein Kind. Für jemanden bist du der Papi. Für jemanden bist du ein Arbeitskollege. Für jemanden bist du der. Für jemanden bist du nur der Double im Ausgang. Und genau die Rollen, die jeder Mensch hat im Leben von anderen Menschen, die hat jeder. Und jeder, der sich denkt, ich habe nur die guten, positiven Rollen, der hat das nicht gecheckt eigentlich, weil das ist einfach leider nicht so. Und das ist eben auch gut, dass es nicht so ist, weil sonst könnten wir uns ja gar keine Meinung bilden. Wenn wir keine Meinung hätten, die wir schlecht finden können, dann können wir auch keine andere gut finden. Und von dem her, es ist eigentlich super, so wie es ist. Ja, Und es ist schade, dass es nicht auf der ganzen Welt so ist. ja. Aber ja, Und vielleicht ist es bei uns auch nur so, weil es nicht auf der ganzen Welt so ist. kann auch sein. Das kann wirklich sein, aber So die sturen Schweizer, die das Gefühl haben, sie wissen es besser. ja. Aber es gibt eben auch im Bildungswesen zum Beispiel, unser Bildungswesen mit Primarschule, dann Oberstufe, dann machst du eine Lehre. Und eigentlich ab dem Moment, wo du eine Lehre machst, das ist schon ziemlich exotisch in gewissen Ländern.
Okay. Das gibt es gar nicht so häufig. Ja. Also auch eben Deutschland hat auch den Blick auf die Schweiz gehabt. So Abitur, das ist ja bei uns Berufsmatur. Oder du machst auch eine Lehre, eine Berufslehre, glaube ich. ja. So als Berufsausbildung. Kfz-Mechaniker. Voll. Aber in ganz anderen Bereichen oder in ganz anderen Ländern kennen die das gar nicht. Ja. Du hast einfach die Schule und nachher machst du einen Job. Entweder das, und bei uns geht es ja nachher weiter mit dem tertiären Weg, sagt man dem ja. Also so eben Hochschule, Universität, Fachhochschule und so. Das kennst du in anderen Ländern auch nicht. Und dort ist es auch häufig einfach das erlernte Wissen, die Berufserfahrung. Da hast du trotzdem noch bei uns eine Schule, die dir das Gefühl gibt, dass du etwas lernst. Also es ist halt vor allem, ich sage, die Möglichkeit, würde ich jetzt behaupten, gibt es schon in den meisten Ländern. Universitäten habe ich jetzt schon von Indien gehört, von überall. Aber es haben einfach nicht alle Leute Geld für das. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der springende Punkt, weil die Möglichkeit hast du in den einen Ländern natürlich besser, in den anderen gar nicht. Natürlich, irgendwelche dritten Weltländer werden die Möglichkeit gar nicht haben, gerade für das normale Volk. So. Aber es gibt schon Grund, wieso dass all die Superreichen ihre Kinder zu Genf in die reichen Schule schicken und so. Also habe ich auch schon Storys gehört von all diesen Amis, die da zu Genf unten gehen, leben und studieren und so. Und das, ja, wird irgendwo mit dem Standard zusammenhängen. Voll. Ja. Aber zum Glück sind wir ja nicht die Leute, die das entscheiden, oder nicht die Leute, die das wissen müssen oder irgendetwas, sondern wir können einfach nur unseren Senf dazugeben. Und der Senf findet in einem Diskurs, jetzt kann ich nicht mehr reden, in einem Diskurs statt. Und der Diskurs führt bei uns manchmal, vielleicht bei dir, wo jetzt gerade zuhören, zu einem Konsens. Und ich glaube, jetzt kommen wir langsam zum Konsens, dass es für diese Woche wieder genug Senf war. Würde ich auch sagen. Jetzt kommt Bratwurst. Null mehr Bratwurst. Genau. Alles hat ein Ende und der Podcast auch. Also. Was hat jetzt 2? Ja. Ich bin jetzt 25 Jahre alt, ich hab schon viel gesehen und trotzdem reicht mein Horizont gerade von hier bis Bremen. Ich kann mir vieles nicht erklären, es schlägt mir auf den Magen. Wo ist der Mann, der alles weiß? Ich hab noch 1000 Fragen. Warum ist Geld nur so wichtig? Warum ist Weihnachten nur christlich? Warum gibst du mir Koks, warum verzichte ich? Warum interessiert's mich, aber dich nicht? Sag mir, warum gibt's europaweit noch Zöllner? Warum ist Wobereit kein Kölner? Warum sagen Frauen ja und mein nein? Und was meinst du damit, wenn du sagst, du willst frei sein? Warum war ich bei der VOG-WM letzter? Warum glaub ich, Gott ist ein Rapper? Warum geht Andrea Berg 6-mal Platin? Und wer ist Andrea Berg eigentlich? Die Welt zu erklären ist nicht leicht. Tu nicht so, als ob du alles weißt. Ich hab noch 1000 Fragen. Mal ehrlich, wer weiß schon Bescheid? Auch wenn ich so tue, als wenn ich's weiß. Ich hab noch 1000 Fragen. Die Welt zu erklären ist nicht leicht. Tu nicht so, als ob du alles weißt. Ich hab noch 1000 Fragen. Mal ehrlich, wer weiß schon Bescheid? Auch wenn ich so tue, als wenn ich's weiß. Ich hab noch 1000 Fragen.